Ekran! Ekranen jevlich op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenleren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u van die radio aanhaalt, aber an dem YouTube ist, haben eine schöne Zeit mit uns. Hier sind Robert und Nicole mit mir. Welkom für das Programm. Robert ist mein Bruder mit seiner Frau. Und wir wollen von dir über dein Leben hier, Nicole. So, wir sind bei Mom und Dad hier in Sommerfeld in der Spazierstube waren. Und weil hier eine schöne Stunde haben zum Spazieren. So, Nicole, kannst du einfach mal anfangen, wo wir dein Leben als Kindheit und wo hast du Jesus gefunden? Ja, ich habe von klein ab all von Jesus gehört. Meine Eltern sind bekeert und die haben uns immer von Jesus verteilt. Ich habe mich mit 6 Jahren bekeert und dann nochmal mit 12 Jahren war er frisch abgemorgt und gesagt, ganz klar zu Jesus, ich will die nachfolgen. Und dann habe ich jetzt in Ascension gegangen, habe studiert als Lehrerin, habe dort aufgeschlossen und habe mich dann befreit mit Robert. Wir haben 2 Kinder, Anne und Christa. Wir wohnen zurzeit in San Lorenzo. Und sind dann in einer Gemeinde in Ascension. Der eine da mit unserer Gove, ich bin auch Sonderschullehrerin. Dort hat mir sehr schön. Ja, sehr schön zu hören. Und ich sage immer, wir Gott deine in verschiedenste Wege. Und mich freut das sehr. Aber du sind vielleicht mal Momente, wo das noch bitte alles sehr schmackhaft, aber dann sind du gerne vielleicht nicht alle je Pfeile so sehr gut. Ja, wie das Programm verteilt habe ich mit Jüten besser spaziert, dass du, Nicole, eine Zeit durchgegangen bist, wo du Depression hast. So, für die Menschen, die nicht weiter, was Depression ist, einige Menschen haben dort Nervenkrankheit, oder auch, dort wird es eine Zeit, wo man mutlos ist, nicht Freude hat, nicht Kraft hat, wo du Mut fehlt zum Leben. So eine Zeit bist du durchgegangen, ich glaube, dann war ich weiter von was wir reden. Kannst du über diese Zeit vertellen, Nicole? Das ist nicht ungefähr 2 Jahre zurück, wo das bei mir anfängt. Ich fehlt irgendwo mir, ich habe nicht so sehr viel Kraft und nicht so sehr viel Mut. Und ich dachte, vielleicht fehlt mir irgendwas an Vitaminen und Mineralen und so was. Ich mag Untersetzungen und das wäre alles gut. Mein Körper weiß, dass ich gesund bin. Aber es fehlt mir nicht so. Und dann wusste ich brauchte andere Hilfe. Und ging auch dann zu einem Psychologen. Und verteilt dort und wieder hilft mir sehr geholfen. Dort wieder Momente, wo ich kann einfach die mich kann helfen, wo ich kann vielleicht unterstützen in meinem Leben. Aber das wäre irgendwie so, da wäre nicht ein spezifischer Grund, warum ich in Depression nennen komme wir. Und das wäre ein bisschen komisch, wenn es meistens ist, das auch so, dass die vielleicht eine schwere Zeit durchgegangen bist oder irgendwas passiert in deiner Familie. Und das wäre bei mir nicht so sehr so. Aber vielleicht wird bei mir ein bisschen, ich habe immer Wünsche in meinem Leben. Ich will jeden studieren, will aufschließen. Ich will dann mich befreien, Kinder haben. Und ich habe das alles erreicht. Und ich dachte, mir wird ein bisschen so, na, was neu, oder? Ich habe meist alles geschafft. Was wirst du noch wieder mit mir Gott? Und ich habe das immer sehr klar, dass ich Gott will dienen. Dass ich will Gott hören, was er mit meinem Leben will. Und das war aber dann eine sehr schwierige Zeit für mich. Ich musste sagen, ich kann nicht allein. Und das war spezifisch eine Begebenheit, wo wir gingen in eine Church, da wird abgefordert, eine Fähre zu kommen und für sich beten zu lassen. Und ich fand, ich soll gehen, wenn ich kann nicht mehr. Und ich fand einfach, wo Gott mich dann tröstet, dass Gott mir sagt, ich sie da. Und dann habe diese Pastorin nachher für uns gebetet. Und in diesem Gebet
sieht Gott einfach, als sie da in dieser, dat es, die Leben ist aus ein glimmender Docht, die wird nicht utgehen. Es wurde diesen Docht immer mehr anstechen, dort die Kost brennen für mich. Und dort wird für mich so sehr heilen, weil Gott wird mich hier durchhalten, auch wenn das schwierig wird. Sehr schön zu hören, was je mit Gott alles erlebt hat. Und ich hier, wie anfangen, habe ich mir noch mehr vertelt, wo Gott in verschiedenste Sachen gewesen hat, durch Gebet, durch die Zunge Gebet, auch ich mehr von dort vertellen. Zoals Nicole al zei, dat we in een tijd wo einfach Gott weiß, dass er Kontrolle hat über dort. Ja. Und er passt für uns ab, und dass wir eine Form, dass die Pastoren für uns in Zungen reden und auch interpretieren. Und so können wir weiter, was Gott uns sieht. Und eine von den Sachen, was Gott sieht, ist, dass Gott seine Frau hat. Und trotzdem Gott aus sich ganz am Boden fallen. Ja. Und ich weiß noch, dass Nicole dort nicht Fuß kann so für sich annehmen, dass wir. Und dann habe ich immer dort wieder eine Mine Sache, wo ich dann auch anspringen muss. Und weit, wo kann ich nicht mehr leben, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen. Wir pausen da ab, manchmal vielleicht auch, wie ich auch tensioniert. Aber dann muss ich immer, weil wir das doch sagen, weil wir das doch ausdrücken, was Gott gesagt hat. Und dort hat dann geholfen. Und auch in einem Moment sieht Gott, dass sei wir die vor 32. Naja, was wir dort dann? Und dann war es, dass wir ein großer Natur. Sag ich das im Internet noch? Sag wir das im Internet noch. Und dann sagen, na was Gott, was weißt du mit einer großen Natur? Wo vergleichst du das dann? Und dann sieht Gott, dass sei so wie es da ist, und dass so eine große Natur sehr viel Nafta braucht, sehr viel Brennstoff, bloß zum Anbrennen, und danach zum Brücken. Und wenn du die Motor falls es ist, dann fehlt die bloß der Brennstoff. Ja. Die Gasolina, aber immer wieder Zeit. Ja. Und das deed ik dan ook zo. Dat weer een proces für mich. Es fällt nicht immer so, dass ich das früh hört von Gott wir, aber ich sehe das immer. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für uns als Kinder Gottes. Wir können die Versprechungen von Gott aussprechen, wenn es dort ist, darin ist Kraft. Und wenn wir dort leben, dann passiert das auch wirklich. Und so hat Gott mein Hort immer mehr verändert, dass ich da Mut hat, dass ich da Kraft hat. Und ich kann einfach sagen, dass durch diesen ganzen Prozess Gott mir gedroht hat. Ich habe sehr viel gelernt dort. Wow. Gelernt, dass ich Gott vertrauen kann. Ich habe vorher, ich dachte, ich vertraue, oder ich dachte, ich lebe an Gott, aber nicht so sehr als nu. Ich dachte immer, ich kann auch vieles allein tun. Und wie Menschen sind, folgen sie. Wir haben ja auch Kraft, wir kennen ja auch alles. Ja, wir wollen Gott mitnehmen, aber wir prüfen folgen sehr viel selbst. Und dort merkt ich kann das nicht. Und ich will dort nie auch nicht mehr, wenn ich weiß, dort bloß Gott dort ist. So, nu, du sagst von dir, bist du all geheilt, und dass wir durch diesen Prozess, dass die Gott vertrauen lernen. Ja. Aber wie du nachher etwas mehr dazu. Finde ja, ich habe das beide so sein, dass das nicht bloß eine Zeit von Mutlosigkeit wird. Gott verändert Situationen nach seinem Ziel. Ja. Und ich kann von dir als Mann sagen, dass Nicole, du dich geliebt hast,
Gott zielbewusster te dienen. Sehr schön te horen van jullie, Robert Nicole, van jullie ervarenheid, waar je taub dat gemerkt hebt. Wenn es van eenmaal bevrijd zijn, dan is dat even taub zo'n zaken geworden. En dat schijnt te zijn dat Robert ook te weer en dat God te weer, dat de andere predikerlied weer, wat jullie daar gedragen gaan en on te gerelaties weer dat God neem alle je trappen. Zie, te laatst wil ik een vrouw willen als een moedmerkend woord is aan de touw hier. Ja, ik leef ganz besonders wat Gott uns will sagen, dass wir an seine Versprechungen festhalten. Dass wir Bibelvers von der Bibel einfach ganz laut für uns sagen, auch kennen und sagen, das ist nicht für mich und ich lebe daran. Und wenn wir leben, dann hilft Gott uns auch. Dann trägt uns durch, auch wenn wir das nicht immer feilen, ganz am Anfang, aber nachher dann verändert Gott auch unsere Fehler. Und wir können immer einfach weiter, er ist da und er wird uns durchtragen. Und durch diese Situationen hält er uns einfach zum Wasser und dort wir nachher einfach viel stolzer und arm sein können. Vielen Dank schön. So, dat mocht ik ook die wensen laten hier, dat u naar God ranen kost, dat u ook deze halbvinger kost, wat Robert Nicole, aber besonders Nicole gevangen hat. Wenn du vielleicht in so einer Zeit bist, dann merkt die op Gott Stimme te horen, op durch verschiedene Wege, vielleicht auch so als Robert Nicole dat erfahren hat, dadurch, dass sie beten mit anderen, oder in Zunge beten, und das interpretieren. Wat immer die Weg ist, ran an Gott und schrie nur an und glaub dort, was er die Sache hat. Das ist eine schöne Sache, was du, Nicole, gehört hast. Ich wünsche dir Gottes Segen und bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.